Einsam liegt er in der Oberpfalz, der Steinhof. Aber nicht mehr lange. Schauen wir wegen dem Abstand, ob es dir passt. Ja, das passt schon. Auf dem Hof von Renate und Sebastian Kerscher findet heute Abend ein Konzert statt. Gypsy Swing. Genau das Richtige nach dem langen Corona-Blues. Es ist ja eine kulturelle Veranstaltung und Kultur ist doch das, was das Leben lebenswert macht. Uns ist ja das auch ein bisschen aufs Gemüt geschlagen, dieses Corona. Und jetzt haben wir gesagt, wir haben den Platz, andere hat es nicht und dann lassen wir die Leute ein. Und außerdem ist unser Denkmal halt auch ein super Kulturgut. Und Kulturgut lebt halt auch davon, dass Leute herkommen und sich das anschauen. Der Steinhof in Zell wurde 1394 erstmals urkundlich erwähnt. Ein Oberpfälzer Urgestein also und so abgelegen und mit viel Platz eigentlich der ideale Ort für Social Distancing auf Oberpfälzisch. Das Kommunizieren ohne Worte, das glaube ich ist so eine Eigenart und gerade am Land recht ausgeprägt und zeitweise pflegen wir das auch so. Und manchmal braucht es ja auch nicht viele Worte. Ihren alten Hof verstehen Renate und Sebastian auch ohne. Ja, das Knallen der Balken beim Wetterwechsel. Also wenn ein feuchteres oder trockeneres Wetter kommt und mittendrin gibt es einmal so einen Knall, wo man nicht genau weiß, wo der hergekommen ist, dann ist das, weil das Holz einfach mitarbeitet. Also die ersten Nächte, die waren schon gewöhnungsbedürftig. Und ich habe ja bei jedem Knarzen in der Nacht gemeint, jetzt kommt der Einbrecher. Und habe dann immer gesagt, Sebastian, jetzt ist wieder jemand da. Und bis ich dann festgestellt habe, das sind Katzen, die am Balkon draußen unterwegs sind. Im Innenhof der Kerschers wird es heute voll werden. 100 Gäste erwarten sie für das Konzert am Abend. Sebastians Papa Hubert kümmert sich um den Corona-Sicherheitsabstand von 1,50 Meter. Seit 1,5 Jahren bewirtschaftet Sebastian jetzt den Steinhof, der seit über 200 Jahren im Familienbesitz der Kerschers ist. Man sieht hier die Tore, die sind heute noch genauso da, wie sie damals waren. Die Torbögen da, die halbrunden, das ist genau das Gebäude, in dem wir hier uns befinden. Das ist hier auf diesem Boden stand eben diese Maschine und ja, also man ist da eigentlich schon beseelt, wenn man sieht, dass das wirklich Geschichte zum Anfassen ist. Das ist mein Urgroßvater, das ist meine Urgroßmutter. Da kann man nicht mehr genau erkennen, welche Kinder zur Familie tatsächlich gehört haben, weil da sind auch immer mit den Erntehelfern ganz viele Kinder auch mitgelaufen. Seit den 1960er Jahren steht der Steinhof unter Denkmalschutz. In den 80ern wurde er aufwendig restauriert und damit in seinen heutigen Zustand gebracht. Renate und Sebastian betreiben den 80 Hektar großen Hof mit Wald- und Feldwirtschaft im Nebenerwerb. Die beiden sind völlige Quereinsteiger. Renate ist Werbetexterin. Sie hatte einen Vollzeitjob im Marketing. Vor 1,5 Jahren hat sie am Steinhof neu angefangen. Es hat jetzt an sich nichts gefehlt. Es war halt ein völlig anderes Leben und wir wollten aber einfach mehr Zeit in der Natur verbringen, aber wir wollten mit der Natur wirtschaften und das funktioniert nicht, wenn man gleichzeitig nur irgendwo einen 6-Stunden-Job hat. Auf dem Hof haben sie jetzt allerdings einen Rund-um-die-Uhr-Job. Da haben wir uns am Anfang vorgestellt, da sitzen wir auf Nacht immer draußen und schauen uns den Sonnenuntergang an. Und tatsächlich ist es aber so, man arbeitet bis zum Untergang ist und dann legt man sich aufs Kanapee und dort nicht mehr viel. Seit kurzem gibt es auch wieder Viecher auf dem Steinhof. Duroc-Schweine. Der BWLer Sebastian tastet sich langsam an die Viehhaltung ran und arbeitet nebenher wieder in seinem ursprünglichen Beruf als Metzger. So, jetzt kommt's her. Zurück. Sebastian will weg von der konventionellen Schweinehaltung. Nach und nach verwirklicht er all die Pläne, die er für den Hof schon lange im Kopf hat. Der Hof ist bei mir immer ein Bestandteil gewesen, den ich nie aus meinem Lebensweg ausgeschlossen habe. Es war nicht immer klar, wo er genau reinpasst, aber es hat sich jetzt ganz gut so ergeben. Und ich bin froh, dass ich es geschafft habe, dass jetzt der Hof tatsächlich mein Lebensmittelpunkt ist. Sebastians Eltern leben nicht mehr auf dem Hof. Aber sein Opa Josef wohnt im Erdgeschoss.
Da, wo er geboren wurde und wo er sein ganzes Leben verbracht hat. Bald feiert er seinen 90. Geburtstag. Mein Herz hängt an so viel. Die hängt an einem Netenbaum und an einem Netenrehbock. Und besonders aber am Hof im Ganzen zum Sein, dass er erhalten bleibt, dass er da ist. Den Wunsch, dass der Hof erhalten bleibt, möchten Renate und Sebastian dem Opa gerne erfüllen. Trotzdem wollen sie ihre eigenen Ideen umsetzen. Ihren Wohnbereich bauen sie demnächst komplett um. Eines aber ist klar: alle Generationen sollen hier nach wie vor ihren Platz haben. Die 4. gibt es auch schon, Sohn Anton. Papa Hubert ist froh, dass es weitergeht. Es war nicht von vornherein klar, dass ein Nachfolger dann den Hof weiterwirtschaftet, beziehungsweise auch das Altertümliche, das Denkmalgeschützte dann erhält. Und umso erfreulicher war es natürlich, wie es dann geheißen hat, dass der Sebastian und seine Frau Renate dann eben hier einziehen und das als ihr Domizil dann eben einrichten und aus dem Hof natürlich auch entsprechend was machen wollen. Das ist ein bisschen eine Herausforderung. Ein Denkmal zu erhalten, ist wegen der vielen Auflagen mit großem Aufwand verbunden. Bis ins Detail gibt es Vorgaben. Wir dürfen hier die Sprossen nur annageln. Das ist natürlich auch von der Langlebigkeit her des Zaunes nicht optimal. Zum anderen dürfen wir nichts imprägnieren. Es wäre natürlich einfacher, das Ganze hier mit Wetterschutzfarbe einzustreichen, aber dürfen wir nicht von den Denkmalauflagen her. Schnittlauch aus dem Hochbeet. Letzte Vorbereitungen für das Konzert am Abend. Renate richtet mit ihrer Schwiegermutter die Brote für die Gäste her. Das habt ihr jetzt gut gemeistert alles. Das ist nicht so leicht zum Hinkriegen. Ja. Mal schauen, ob die diesmal auch wieder gleich am Anfang ausverkauft sind. Die Bestimmt. waren ja beim letzten Mal so schnell weg. Music is a world within itself, with a language we understand, with an equal opportunity for all to sing and dance and clap their hands. But just because the music has a groove, don't make it in a groove. So ein bisschen vom Feeling wie in so einem Kitsch-Rosamunde-Pilcher-Film eigentlich im Bayerisch. Ja, super. Endlich einmal wieder Leben einfach. Toll, ne? Ja, super. Das ist wie Weihnachten im Hochsommer. Und dann der schöne Hof mit der Sonne und alles, also super, herrlich. Das ist einfach schön da. Ja. Die Idee, ihr Denkmal mit Kultur und damit mit neuem Leben zu füllen, scheint wahrlich aufzugehen. Ja, wahnsinnig glücklich. Also wir sind total zufrieden, weil das bestätigt ja auch unsere Vorbereitungen und die Arbeit, die wir reinstecken, dass wir einfach den Leuten auch ein gutes Gefühl mitgeben können. Bei uns kocht schon die Ideenkiste, ne? Ja, da bleiben wir auf jeden Fall dran.